Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das am 3. Spieltag der Bundesliga und der FC trifft auf die Truppe des VfL Bochum. Aber ihr habt natürlich längst gesehen, wo wir hier stehen. Wir stehen im Franz-Krämer-Stadion und beobachten das Training unseres FC. Und das hat natürlich auch einen ganz besonderen und bestimmten Grund, denn die Spielweise, wie wir in den ersten beiden Spielen sowohl gegen Hertha als auch in Bayern aufgetreten sind, die gefällt uns so dermaßen gut, dass wir uns diesen Attacke-Fußball, dieses Überfallkommando hier mal live auch im Training anschauen wollten. Ja, und damit sind wir wie bei der ersten Pressekonferenz sofort am Anfang beim Motto. Ne? Und das lautet dann natürlich in Shirtform, ja, Überfallkommando. Abteilung Attacke! Und ihr ahnt es schon, ne? Das Kölsch gehört dazu, ne? Kommen direkt am Anfang auch die 2 Kölsch. Auf 3 Punkte. Äußerchen, Leute. Ja, das schmeckt auch am Trainingsgelände, ne? Total. Darf auch nicht jeder hier, würde ich sagen. Ne? Das ist schöne Steffen Geschichte. Baumann hat gepfiffen, ne? Ja, ich vermute, ne? Weil das nicht erlaubt ist, was wir hier gerade tun. Ja, Überfallkommando. Ne? Das erste Spiel war ja sofort Überfallkommando in Rheinkultur. Wie hast du das gesehen? Ja, also gegen Hertha, das war ein berauschender Tag. Ne? Sensationell, die erste halbe Stunde ist so ein bisschen in die Hose gegangen, beziehungsweise die ersten 5 Minuten. Aber nach einer halben Stunde haben wir dann richtig geilen Fußball gespielt und war ein absolut berauschender Tag. Ne? Also auch das ganze Drumherum, was wir mit Fans erlebt haben. Wie hast du es gesehen? Ja, genau so. Also wir haben schon bald, das Vorglühen war auch schon Überfallkommandoartig, muss man sagen. Also man merkte, die Leute sind so heiß drauf, also können es gar nicht erwarten. Ne? Ja. Jetzt sitzt man natürlich dann, wir saßen ja nicht an unseren Plätzen, sondern mit irgendwie wildfremden Menschen um uns herum. Das war ungewöhnlich, ja. Aber die waren auch derartig heiß wie Frittenfett, die waren so aufgeregt. Ja. Das war großartig. Ne? Ja, Abteilung Attacke den ganzen Tag. Also es fing tatsächlich beim Vorglühen an und es wurde auch noch sehr spät. Der Tag war einfach sahnemäßig von A bis Z. Ja. Und dann sind wir nach München gefahren, jetzt am letzten Wochenende. Ja. Und es ging ja eigentlich genauso weiter. Es ging genau so weiter. Wobei ehrlicherweise auch da haben wir wieder hinten gelegen erst, ne? Also und haben gedacht, wobei die Spielart war großartig. Also man konnte gar nicht böse sein. Ne? Ich hatte also keinen Moment dieses Gefühl, wie bei Berlin dann doch einen Moment, dass man irgendwie wieder zurückfällt in sowas Altes. Ne? Aber das Thema war... Nein, es macht einfach mega Spaß. Wir schießen Tore aus dem Spiel heraus, schon gegen Hertha. In München 2 wirklich wunderbare Flankenläufe. Solche Flanken habe ich vom FC seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen, die dann auch wirklich so konsequent reingemacht werden. Innerhalb von 60 Sekunden gleichen wir bei den Bayern aus. Was war das für ein Moment? Wir standen ja im Gaffel am Dom und natürlich sind wir dann auf den Dreier gegangen, aber der ist es zumindest gedanklich. Der ist es leider nicht geworden. Ne? Nee. Jetzt ist es ja so, wir haben ja schon oft gegen die großen Mannschaften gut gespielt und dann wurde es danach schwierig. Ne? Und das heißt, man hat immer so ein ganz komisches Gefühl dabei, wenn man dann, sagen wir mal, die Niederlage gegen Bayern quasi lobt und sagt, das war ganz, ganz toller Fußball. Aber trotzdem möchte ich das machen, weil es wirklich geil gespielt war und ich überhaupt keine Sorge habe, dass wir gegen Bochum unser Ding nicht durchziehen. Nee, ich auch nicht. Und ich meine, es ist ja ein etwas anderes Regal auch, das muss man ganz klar sagen. Also da spielt jetzt ein Zoller statt Lewandowski. Und auch ansonsten ist es ein Aufsteiger. Also vielleicht sind wir leichter Favorit. Trotzdem möchten wir an der Stelle auch ganz klar unsere Sympathie für den VfL Bochum zum Ausdruck bringen. Haben ja auch in der 2. Liga wirklich sehr nette Erfahrungen mit denen gesammelt, auch mit Bochumer Fans. Ja, absolut. Was fällt dir da noch ein? War total schön. Ne? Peter Greiber war bei uns in der Sendung damals, ne? Torwarttrainer. Ne? Also da gibt's, das ist ja auch ein ehemaliger Torwarttrainer vom 1. FC Köln. Also es gibt auch, was das anbelangt, Verbindungen. Ja. Mhm. Ja, dann kommt natürlich der Elvis zurück. Elvis Rexbejai. Einer meiner absoluten Lieblingsspieler, immer beim FC gewesen. Jetzt wünschen wir ihm natürlich nicht das Beste fürs Wochenende, auch dem Simon Zoller nicht. Und ich denke mal gegen unseren auch neuen Abwehrspieler, der hier beim Training heute auch dabei ist, der Luca Kilian, ganz frisch verpflichtet, wird er keinen Stich haben. Nein, absolut nicht. Konnten wir uns ja hier eben von überzeugen. Die Jungs sind richtig gut drauf. Ne? Und Atmosphäre ist allerdings so richtig locker. Ne? Ich finde das bemerkenswert. Ich hätte gedacht, dass es doch ein bisschen bissiger ist hier, die Atmosphäre beim Training.
Ja, naja gut, das kann ja noch kommen. Ne? Also warten wir mal das Abschlussspiel, das warten wir noch ab. Ja. Auf jeden Fall eins ist klar, der FC macht richtig Freude, auch mit Steffen Baumgart. Da schaut man wirklich gerne zu. Die Interviews hat ja einige gegeben in den letzten Tagen. Ja, mein Gott, also alles andere als ein rauschendes Fest auch gegen Bochum wäre eigentlich eine Überraschung, oder? Genau. Ich würde sagen, das lassen wir so stehen. Ne? Darauf nochmal 2 Kölsch. Auf 3 Punkte, Leute. Bis Samstag.